Simon Unge, ein Mann mit mehr Kanälen als ich Abonnenten habe, ein Mann mit mehr Bitcoins als ich Abonnenten habe. Ich glaube 17,5 gerade. Ein Mann, der seine Dreadlocks vor 4 Jahren abgeschnitten hat. Ich werde meine Haare abschneiden. Ja, das ist schon 4 Jahre her, Mann. Satz ist Pythagoras, ich habe seine Mutter Und ein Mann, der unsere Welt rettet. Er entlarvt Fake-Postboten besser als das FBI und er ist Veganer. Das ist die Geschichte von Simon Unge, aber so ein bisschen aus meiner Perspektive. Simon Unge hat 2011 mit YouTube begonnen. Das ist 10 Jahre her. Damals war das Trollface das größte Meme des Jahres. Der einzige, der das Meme heute noch braucht, ist wahrscheinlich Dena oder so. Minecraft Troll Wars. Sagt man überhaupt Troll Wars oder Troll Wars? Oder wie sagt man das? Sein erster von vielen Kanälen hieß Unschwer und dort kamen Dreadlock und Longboard-Videos. Den zweiten Kanal kennen wahrscheinlich nur richtige OGs. Und problematisch hieß der und dort ging es ums Essen. Aloha. 40 Tage vegan ist vorüber. 40 Tage vegan. Simon? Schaffst du das heute noch, Digga? Nee. 2012, das Jahr der geilen Memes. Hat Simon Unge mit seinem heutigen Hauptkanal Ungespielt angefangen. Soviel ich weiß, hat er das damals mit Supreme Games abgesprochen gehabt. Für die, die es nicht wissen, Supreme Games ist heute der Pesodon Justin. Wenn du puren Essig trinkst, dann kann dein Hals verätzen oder nicht. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt bin ich auf YouTube gelandet. Zuerst habe ich mir Gronks legendäres Minecraft-Let's Play gegönnt. Alter, ist das billig. Und ihr habt völlig recht, das ist total billig und mir scheißegal. Und dann 2013, wenn das Megaprojekt angefangen hat, bin ich dann auf Rotpilz und eben Ungespielt aufmerksam gekommen. Dieses Megaprojekt habe ich damals so intensiv verfolgt. Es ist Nightlife, es ist Nightlife. Neben gefühlt unzähligen anderen Projekten habe ich dann aber vor allem den Vlog-Kanal von Unge verfolgt. Ungefilmt. Ach, da seid ihr ja. Wo ist er, sag mal, wo ist er? Wir haben Spaß in Rewe. Hallo? Junge! Digga, was damals Dena, Junge! Ich sage immer noch Dena, Chu, Cheng und Unge mit der Longboard-Tour gemacht haben. Die haben eigentlich die deutsche YouTube-Szene damals hops genommen. Ich habe mir jede Folge gegönnt, aber ich sage euch ehrlich, ich bereue es überhaupt nicht, Mann. Es war wirklich eine geile Zeit, auch als Zuschauer. Und die 4 waren jetzt nicht unbedingt die fittesten. Ja, Unge heute auch noch nicht. Mit dem Longboard quer durch ganz Deutschland. Das waren noch die guten alten Zeiten bei YouTube. Aber die Jungs haben auch mehrere Hypes ausgelöst. Ich habe mir damals direkt ein Longboard gezogen. Das geht heute übrigens noch. Ich fahre heute noch mit dem. Und ich habe mir die legendäre Legra geholt. Die funktioniert übrigens heute noch. Also, Simon, wenn du Bock auf eine Legra hast, für 1 Bitcoin würde ich nicht Nein sagen. Wie bitte? Schon ein bisschen später, 2016, hat Unge dann einen 30-Tage-Livestream gemacht. Hör auf. Hör auf. Was soll das denn? 30 Tage Livestream. Das hat bisher niemand mehr gemacht, oder? Wenn man nichts zu tun hatte, einfach immer einschalten zu können bei Twitch. Bella ist so eine geile Sau. Das war wirklich ein geiles Event, Mann. Nein, Digga, das ist übelst boring. Auch 2016 hat Simon den ersten Ungeklickt-Livestream gemacht. Also jeden Tag kleine Streams, in denen wir zusammen Videos gucken. Und Simon war safe einer der ersten, der diese Reaction-Streams in Deutschland groß gemacht hat. Heutzutage, jeder YouTuber hat gefühlt einen Zweikanal, wo er Reactions uploadet. Zum Beispiel ich. Milch ist Gift. Vor 3 Jahren hat Unge mal diesen Spruch in ein Video gebracht und es ist einfach übel viral gegangen. Bis heute habe ich nicht verstanden, warum das so zu einem großen Thema in der deutschen YouTube-Szene gekommen ist. Warum hat damals jeder geglaubt, dass Simon das ernst... Ist Milch wirklich Gift? Boah, alles geil. Vor 2 Jahren ist Simon dann ausgewandert nach Madeira, wo jetzt drauf und dran ist, alleiniger Machthaber der Insel zu werden. Es regnet nicht und es ist einfach geil hier. Bald leben in Madeira dann auch mehr deutsche YouTuber als eigentliche Madeiraner.
Das sagt man nicht so, oder? Simon hat sich nach der ganzen Postboten-Affäre auch schon mit der Polizei befreundet und ist nach Experten zufolge 2 Jahre davon entfernt, die alleinige Herrschaft der Insel zu haben. El presidente de Portugal. Patti, Patu. Patti, Patti, Patu. Kommt da jemand? Geh wieder dahin zurück, wo du reinkommen bist! Und wenn wir schon dabei sind, den Fake-Postboten von DHL hat Simon dieses andere Hops genommen. In 3 Jahren gibt es eine Netflix-Original-Serie. Sherlock ist ein Witz dagegen, ich schwör. Du hast schon einmal auf ein Video von mir reagiert und immer gute Unterhaltung geboten über diese ganzen Jahre. Und ich könnte dir das mit einer riesigen Investition meinerseits vielleicht diesen Sommer zurückgeben. Dieses limitierte Schweizer Regenbogenglas.